Es geht weiter, stets heiter mit Legend of Zelda Tears of the Kingdom und ich hatte gerade eine Idee, Freunde. Nämlich, als es darum ging, wegen Tierreiten und so, ne, von der letzten Folge noch, vom Stallarbeiter. Dass es auch anderes gibt als Pferde, das man reiten könnte. Bin nochmal offscreen schnell rübergegangen, hier zum Gucken. Und währenddessen noch ein anderes hier begegnet, weil ich mir dachte, warte mal, die gibt's hier ja auch. Das macht auch Sinn, ne, dass so ein Tier nicht allzu weit weg ist, weil ich muss ihm ja zeigen können, dass man sowas reiten kann. Also ein Drongo, oder wie die Viecher immer hießen, das geht gar nicht. Na, vielleicht sogar irgendwo, warte mal. Rauru. Der erste König von Hyrule. Naja. Ich glaube immer, dass es einfach das neue Hyrule war, was irgendwie nach einer, keine Ahnung, Riesenkatastrophe oder so irgendwie neu entstanden ist. Ne, hier steht nichts mehr, ne? Schade. Ich hatte gerade vielleicht hier bei Zelda steht noch was wegen dieser Quest. Na egal. Dem steht nichts hier, ne? Ich muss eigentlich hier gucken. Wir haben schon so viel gemacht hier. Naja. Wir werden schon wieder rausfinden, Freunde, keine Sorge. So. Hier, Rehkitze nämlich. Ganz ruhig. Ja, man braucht ein bisschen Ausdauer dafür. Ich glaube sogar, ohne erwartete Ausdauerleistung müsste das funktionieren, tatsächlich. Jetzt irgendwie runterkommen. Und dann hoffen, dass es das ist, was er wollte. Batterieleisen lässt nach. Oh, das freut mich ja sehr. Vor allem, weil wir gerade jetzt so die Folge begonnen haben. Gut, in der Regel meldet das er zweimal, also auch kurz bevor es ausgeht. Was jetzt? So. Was für das Knochenpferd war, weil es jetzt Tag wird und so. Fühlt euch wie zu Hause. Pferde sind ja toll, aber ja, ich weiß. Es gibt auch noch Rehkitze oder Berghirsche von mir aus. Oh, ein silberner Rubin sogar, krass. Dankeschön. Diese scheiß Stallpunkte. Dankeschön, du kannst gehen. Tschüss. Na, Terry, wie geht's? Ja. So. Was ich hier mache, wa? Hi. Moment. Ah. Okay. Halbierte Gebühren, krass. Ah. Dann gehören 5 Übernachtungsgutscheine dir, Meisterling. Oh Gott, ey. Diese Gutscheine. Also, wenn wir das auch gemacht, damit wäre die Quest jetzt komplett fertig. Sehr gut. Genau, eine Überlegung wert, dass auch das mache mit der Ruf der Tiefe. Obwohl ich ja einmal wegen dem wundersamen Wirbel gucken wollte. Das heißt, wir gehen uns nochmal in die Wüste und gucken dort. Wohl, warte mal. Haben wir für Zeit? Erst so morgens. Das ist eigentlich perfekt, um kurz mal hier zu gucken. Beziehungsweise hier. Das Rätsel aus der letzten Folge lässt mir keine Ruhe. Da, ja, ist echt schwer zu beurteilen.
Natürlich ist es kalt, was auch sonst. Schneeschuhe wären mal was, wa? So, und zwar geht es darum, die Sonne, was macht die für eine Bewegung? Zieht jetzt weiter in die Richtung, wa? Das heißt, wenn es noch früher am Tag wäre, kann man mit dem Spiegelschild dort anleuchten. Ich meine, wir haben ein paar davon, ne? Wo sind sie, unsere Reisegrills? Hier. Ja, wir haben ein paar. Was zum? Nein, einfach hier. Ah ne, stimmt, ich kann hier nicht. Oh, das war der Quatsch. Tschüss. Das war der Mist. Dass ich mich daran nicht irgendwie ausruhen kann oder so. So, wo haben wir Holz? Ah ja. Den müsste eigentlich reichen, oder? Bis morgens. Und jetzt kommt der Blumenmond. Und auch nicht. Gut, 5 Uhr morgens, ne? Jetzt geht die Sonne auf. Theoretisch zumindest. Jetzt stellt sich halt für mich auch die Frage mit dem Spiegel. Klar, ich kann natürlich auch ausrüsten. Hat es sogar so. Da muss vielleicht eins weiter hoch, das könnte wohl auch sein. Startet auch den Kriegerin. Du, 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 du. Oh. Okay, okay, aber mit dem Spiegelschild selbst müsste es klappen. Okay, heißt also, theoretisch müsste es so gehen. Jetzt machen wir einen anderen Schild. Obwohl, geht ja auch. So. Wir müssen leider noch mal ganz kurz erwarten. Bis morgens. So, schon mal positionieren. Ja, so könnte es klappen. Aber schon krass, dass er eine bestimmte Zeit warten muss. Aber eben, vielleicht mache ich es auch falsch und von oben her wäre es einfacher. Da müssen wir jetzt quasi ein bisschen Try-and-Error-mäßig ein bisschen ausprobieren.
finde, er macht es irgendwie auch falsch mit der Ausrichtung, ja. Was war es, glaube ich, 6,30 oder so, oder? Also kann ich nicht irgendwie anders ausrichten, das ist doch scheiße. Hallo Spiel? Das ist doch Müll, so, warte mal. Er muss da hoch, Kacke. Ernsthaft? Das glaube ich aber nicht. Wie viel Pech kann man eigentlich haben? So mehrfache Hinsicht, hey. Also, hier oben müsste es hoffentlich besser gehen, was natürlich noch nicht ganz, oder noch ein bisschen Probleme haben mit den Zielen tatsächlich. Wie geht das eigentlich so richtig? Er bewegt sich halt immer gleich mit. Nur den Schild bewegen selber geht halt nicht. Nee, aber hä, da geht das so auch nicht. Eine andere Möglichkeit wäre, ein Shield einfach, ein Spiegelding einfach unten zu lassen, weil der strahlt ja schon irgendwie bis nach vorne aus. Und dann da noch eine Abkürzung zu nehmen. Wir gucken mal kurz, ne? So. Eigentlich gar nicht so schlecht, wie er da so liegt. Ja, okay. Du ins Hilfe jetzt klappen können. So, Mann, dann klettert er halt schnell hoch. Okay. Aber es wird so funktionieren. Ja, natürlich sehr umständlich, was ich hier alles mache. Okay. So schon mal nicht. Es rollert kunterbunt, kunterbunt, kunterbunt. Ja, es rollert kunterbunt. La 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 la.
So, dafür, ich weiß, dauert alles ein bisschen sehr lange. Jetzt ist das Teil nicht mehr da. Ich krieg die Krätze, ganz ehrlich. Dafür ist vom Wetter her jetzt so gut, dass es die ganze Zeit scheinen würde. Hä? So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich hoffe, es hat sich auch gelohnt. Hey, meine Güte. Und da startet der 8. Kriegerin. Oh. Was kann ich mehr machen? Haben wir von euch schon mal ein Foto gemacht? Ja. Feuer mag's nicht so, ne? Dann kommt aus der Wüste. Naja. Obwohl, eigentlich waren Ägypter ja wüstunabhängig, ne? Hat gar keine Rolle gespielt, tatsächlich. Ja, da hat's ein paar. Wegen die eigentlich auch. Junge, was ist denn hier unten los? Da sind jetzt nach. Ja, hast du schon mal gesagt, Spiel. Bei mir zerbricht alles, ist das Kacke. Ganz neuer Gypto. Gypto-Knochen können wir auch noch nicht. Also, zumindest unser Handbuch kennt es nie, ne? Oh. So, haben wir alles, mehr oder weniger? Alles zerbrochen oder so. Holzpfeile und dann wieder so ein Kackschwert hier, natürlich kein Mensch braucht. Okay. Ah ja. Saugebläser aus Skyward Sword wäre jetzt ganz nice. Der rausziehen, so geht nicht, wa? Wind, oder etwas, das Wind erzeugt. Ja gut, die scheiß Fächer halt, ne? Was gerade? Dass sie so nah davon nichts gefunden haben, das ist ja auch ein bisschen, also ich weiß ja nicht. Oh. Ja stimmt, der Ventilator. Hä, deswegen ist er auch hier. Entschuldigung, hab nichts gesagt. Aber ich finde es schön, dass das Smash nicht der kaputt geht, ne? Ist noch irgendwas Brauchbares?
geht so, wa? So, jetzt bin ich mal gespannt. Okay, gab ein paar Gyptos hier. Schön. Und was hat's hier? Oh, etwas Brauchbares. Tingels Kapuze. Wieso hatten die Tingels Kapuze? Warum ist es nicht im Untergrund? Hä? Gibt es ja noch Tingels ganzes Set oder was? Ach du Scheiße. Ja, Tingle freut sich, wa? Okay, warte mal. Ja, passt doch eigentlich noch. Dann gehen wir von hier aus noch mal ganz kurz raus. Wir haben gerade vorhin ja ein paar Mal gesehen, dass meine Kamera sage ich schon, mein Ding nicht mehr lange durchhält. Das Ding auch nicht. Soll es rausruhen, das passt dann schon eher. Sowas. Das heißt, wir für den Rest der Folge kurz noch zum letzten Schrein da gehen, den wir da gesehen haben. Wird heute mal eine bisschen kürzere Folge, weil eben nachher Kontrolle ausfällt. Bis ich die wieder aufgeladen habe. Das dauert. Ich hoffe, sie noch bis dahin schaffen. Hier ist noch so einer, der von hier aus machen soll oder was? Aber ich glaube, es hängt ein bisschen davon ab. Natürlich welche Tageszeit, das ist ganz klar. Aber auch, was wir sonst so für Wetter haben. Weil je nachdem ist halt plötzlich kein Licht mehr hier. Kein Tageslicht mehr. Oh. Welche Richtung wollte darüber? Okay, Richtung stimmt noch. Ja, 10. Toll. Ich sehe mir vor, das Shikapad überhaupt registriert. Hey. Mann, Mann, Mann. Entschuldigung, ist nicht das Shikapad, ist das Purapad, ne? Ah, er hat dann aufgespürt. Das müssen dann, glaube ich, sogar Schrein Nummer 121 sein, ne? Sieht sonst noch nicht sagend aus. Hä? Ah. Da fiel was vom Himmel. Immer noch nach aller Zeit. Jaha, dankeschön, lieber Regen. Okay, ich sehe schon, ich muss kurz dahin fliegen. Rivali, wo bist du? Ah, Entschuldigung, Tulin, du bist ja nur. Nein. Tulin ist cool. Ich hätte mir zwar seinem Vater eher gewünscht, weil, ja, hätte irgendwie mehr Sinn gemacht, finde ich persönlich, als Second. Also auch als Winner Tools of Breath of the Wild. Also halt nicht immer direkt die Charaktere genommen, die noch aus dem Vorgänger kannten. Wenn es sich hier gesagt hat, nee, und jemand anderen, kann man natürlich auch machen. So. Geht natürlich relativ easy, man fliegt einfach rein. Also, warum soll ich jetzt hier damit aufhalten? Hier alles wegzubomben oder so. Aber es ist natürlich trotzdem so, wenn du mal erstmal hier drin bist oder raus willst und vielleicht nicht mal teleportieren kannst, warum auch immer, dann hast du ein Problem. Stapellauf. Das klingt doof, vor allem noch wegen genau. Deswegen. Weil die Batterie nicht mehr so will, oder beziehungsweise der Akku leer. Okay, nehmen an. Haben wir schon hoch. Weil hochklettern geht ja bei den Dingern. Eigentlich bisher wieder so ein einfacher Ding, ja?
Schrein halt. Oh. Hä? Ja, von unten nach oben, okay. Na gut. Bei Deckensprung ist ja kein Bodensprung, ne? Also umgekehrt klappt der ja nicht. Dann komme ich hinterher wieder nicht mehr zurück. Aber muss man auch nicht. Also hätte ich eigentlich auch die Abkürzung nehmen können. Tatsächlich. Gut, ein Bogen wäre es nicht mehr gewesen, aber okay. So, das ist so ein Block, wo ich nicht hoch kann, so. Ist aber kein Problem. So, warte mal. Machen wir es einfach so, wobei, ja, geht auch so, spielt keine Rolle. Dann nochmal kurz runter. Lieber Akku, lieber Controller, halt bitte noch ein bisschen durch. Vor allem, weil ich gerade zu doof bin, da reinzugehen. Ja. So. Oder? Ich glaube, viel einfacher kann man sie gar nicht machen. Ching ching. Ein Segenslicht. 5 Stück. Yes, man. Ja, was will noch eine Menge. Gut. Ich meine, die meisten müssen jetzt eigentlich noch auf der Oberfläche fehlen. Im Himmel dürfte es nicht mehr so viele sein, tatsächlich. Das sind vielleicht noch 4 oder 5 Stück insgesamt. Mehr würde mich stark wundern. Gut, Freunde. Wie bereits erwähnt, mein Controller macht gleich schlapp. Also würde mal sagen, beenden wir an der Stelle mal die Folge mit dem Zauberstab. Was eine schräge Rüstung tatsächlich. Die Ausrüstung wohl eher. In der nächsten Folge ist die Frage, machen wir hier den Schrein, ja, mal gucken. Gehen wir in den Untergrund, um hier noch ein bisschen zu gucken, auch wegen Richtung Koga. Oder sage ich mir, nö, wir gucken erste Folge wegen dieser Quest hier, nur sagen wir Wirbel können, ja, war eigentlich auch, das mal das Ziel war, zu gucken, vielleicht das Heber-Riesenfossil, ne, das wir die beiden auch schon mal gemacht haben. Oder wir machen die eine Episode hier, der Ruf aus der Tiefe. Weil wir eben auch dafür wieder einen Untergrund müssten, aber dürfte nicht so das Problem sein, tatsächlich. Da wir eh schon alles gemacht haben. Schätze gibt es ja auch noch, ne? Und eben hier überall noch ein paar Monster. Hier auch noch ein sehr wichtiger Schatz sogar, da gibt es eine ganz spezielle Folge dafür. Also wird richtig episch. Und hier eben war ja mal der Gedanke davon, hier rüber zu gehen, dann nach unten. Ne, und dann so das Gebiet zu erschließen, aber kann natürlich auch umgekehrt gehen, ne? Und dann hier oben bei Koga mal ein bisschen aufräumen. Wir werden sehen, zu was mir in der nächsten Folge verschlagen wird. Ich sage an der Stelle Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Zurück bei Legend of Zelda. Never Ending Story. Nein, natürlich Tears of the Kingdom, aber ihr wisst, was ich meine. Tschüssi.